sind schon mitten in der Wanderung diesmal. Heute geht's im Osten Islands, in der Nähe von Eilstaðir, am Weg zum Puffinfelsen, zu einem oder mehrere besondere Aussichtspunkte. Zuallererst einmal zum Stórur. Das ist ein kleiner Vulkankrater, See, oder zumindest schaut es so aus. Und dahinter sind die Dýrfjöll, eine imposante Bergkette. Wir haben heute halbwegs kurz Wetter, aber von der Uhrzeit, Laura, glaube ich, dass wir diese Aussichtspunkte nicht erreichen werden. Es ist schon 4, es wird Regen ab 6. Naja. Also ihr seht, wir sind top vorbereitet für die Tour. Weil man aber dazu sagen muss, bevor ihr uns jetzt vorschnell da judgt. Wir haben Biwaksack mit, wir haben Regenjacke, Wechselkleidung, dicke Jacke, wir haben alles mit. Alles zum Trinken, zum Essen, also für alle Fälle immer ausgestattet. Genau. Ganz wichtig, auch wenn man nur eine kurze Runde gehen möchte. Also Wetter kann jederzeit umschlagen, man sollte immer vorbereitet sein. Genau. Dann schauen wir mal, bringen wir mal die Wanderung. wie weit wir da jetzt halt kommen. Wenn du nach 20 Minuten erst einmal umdrehst und siehst, wie geil die Aussicht eigentlich ist. Und da ganz unten da stehen. Ja. Na Laura, was hoffen wir? Sieht man das Wetter da hinten schon? Es kündigt sich, glaube ich, ein bisschen ein Regen an. Deswegen hoffen wir, laut unserer Karte sollte der Gupf da hinten der höchste Punkt sein, wo wir jetzt hinkommen. Und von dem sollten wir sehen auf den geilen Gletschersee. Und dann drehen wir ab. Wenn das nicht so ist, ist es ziemlich schlecht. Hopsel die Dopsel. Ja, hat sich voll ausgezahlt, man sieht voll runter.
nach der Wanderung ist vor der nächsten Wanderung. Und zwar vor eurer nächsten Wanderung. Der war solide. Ihr seht da die Karten und ich möchte euch nur eine Sache sagen. Es gibt nämlich insgesamt 5 Wege zu diesem Stórurð, zu dem schönen türkisblauen See. Und zwar haben wir die Route Nummer 1 gewählt, die 7,7 Kilometer lang ist. Die kürzeste ist 5,5. Es gibt aber auch längere Varianten, nämlich die 12 Kilometer oder auch 9,5 Kilometer. Man könnte auch eine Runde gehen. Das Problem ist, dass man dann trotzdem nie beim selben Parkplatz rauskommt. Aber wer von euch Möglichkeiten mit 2 Autos hat, dem sind keine Grenzen gesetzt. Man kann direkt von Bachergerde weggehen. Man kann auch 3 Möglichkeiten vom Pass oben wählen. Die Höhenmeter sind dann dementsprechend unterschiedlich. Ich glaube, es ist eine sehr coole Tour, die wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja. Und auf dem Parkplatz gibt es ein Klo. Es ist ein Plumpsklo, aber es ist eigentlich ziemlich schön. Heute stinkt es ein bisschen. Beim letzten Mal war es eigentlich ganz okay.